Herzlich willkommen bei Fabelaras Märchenkiste. Schön, dass ihr alle da sitzt und zuhört. Das freut mich sehr. Heute erzähle ich euch nämlich die Geschichte von der Lügenprinzessin. In einer kleinen Stadt hat einmal ein Schneider gelebt. Der hat für die Leute Kleider genäht oder geflickt oder hat sie grösser gemacht oder kleiner. Auf jeden Fall hat er seine Arbeit gern und gut gemacht. Und zu allem war es auch noch ein junger, schöner Bursch gsi. In der gleichen Stadt hat es ein Schloss gehabt. Und dort hat der König gelebt, zusammen mit seiner Frau und mit ihrer Tochter. Oh, die Prinzessin war wunderschön und eine Gescheite. Und fast immer eine nette. Aber etwas hat sie nicht gut gemacht. Sie hat nämlich die ganze Zeit gelogen. Ja, der Königvater war schon ganz verzweifelt. Und da hat er eine Idee gehabt. Er ist zu seiner Frau an und hat gesagt: «Weisst was? Von jetzt an erzählen mir, der Prinzessin, lauter Lügen. Und dann ärgert sie sich sicher. Und irgendwann wird sie rufen, das ist gelogen. Und wenn sie das ruft, dann ist sie geheilt und dann wird sie nie mehr lügen.» Und von dem Tag an haben die Königin und der König der Prinzessin so Lügengeschichten erzählt. Aber die Prinzessin hat zugelassen und hat nie gesagt, was der König so gern gehört hat. Das ist gelogen. Und so hat halt der König nach einer Weile im ganzen Land verkünden lassen, dass der Mann, der seiner Tochter so Lügengeschichten erzählen kann, dass sie irgendwann ruft, das ist gelogen, dass der sie dann heiraten darf. Und es ist nicht lang gegangen. Da sind ganz viele Männer ins Schloss gekommen und haben dieser Prinzessin etwas vorgelogen. Aber sie hat nur zugelassen und hat nie gesagt, das ist gelogen. Nach einer Weile ist auch der Schneider ins Schloss gekommen. Man hat ihn zu der Prinzessin geführt und er hat gesagt, «Guten Tag.» Und sie, «Guten Tag. Obwohl ich nicht glaube, dass heute ein guter Tag ist. Du bist etwa schon der Fünfte, der hier ankommt und mir Lügengeschichten erzählen. Und bis jetzt sind alle langweilig gewesen. Und wenn das so weitergeht, dann gehe ich weg auf den Glasberg rauf. Dort oben hat nämlich mein Vater ein Schloss bauen lassen. Das ist so gross, dass ich mal eine ganze Woche lang habe, bis ich einmal rundherum gelaufen bin und dort mache ich Ferien.» «Aha», hat der Schneider gesagt. «Ja, dann gehe ich aufs Meer raus. Weil mitten auf dem Meer hat nämlich mein Vater ein Schloss bauen. Das ist so gross, da brauche ich einen Monat, bis ich einmal rundherum gelaufen bin.» hat die Prinzessin gesagt. «Aber weisst du was? Mein Vater, der hat eine Kuh im Stall, die ist so gross, dass zwischen ihren Hörnern ein Wagenrad Platz hat.» «Gut», hat der Schneider gesagt. «Aber mein Vater, der hat eine Kuh auf der Weide, die ist so gross, da hat ein ganzer Stall zwischen ihren Hörnern Platz.» «Aber dann», hat die Prinzessin gesagt, «habe ich gestern im Fall einen Baum gepflanzt. Und der ist so schnell gewachsen, dass ich gerade zuschauen konnte. Und der ist höher und höher und höher und höher geworden. Und am Schluss hat er im Fall die Wolken angestoßen.» «Ja, aber ich, Prinzessin», hat der Schneider gesagt, «ich habe einen Baum gepflanzt. Der ist auch schnell gewachsen. Und wenn ich wissen, wo der ankommt, bin ich noch schnell auf Baumkronen raufgekumpelt. Und dann ist der mit mir gewachsen. Und rauf und rauf und rauf und rauf. Und im Fall bei den Wolken ist er weitergegangen, durch die Wolken durch. Und immer höher und immer höher. Am Schluss konnte ich fast den Mond anlangen. Und dann wollte ich wieder auf die Erde runterkommen. Dann habe ich halt eins von diesen Blättern abgerissen. Das war so gross wie ein Teppich. Und das war dann genau mein fliegender Teppich. Und mit dem fliegenden Teppich bin ich einmal um die ganze Erde herumgeflogen. Und am Schluss bin ich da vor dem Schloss auf der Wiese gelandet, gerade neben dem Mausloch. Und du, Prinzessin, bist in dem Mausloch hineingehockt und hast meine Socken geflickt.
Das ist gelogen, hat sie gerufen. Tja. Und so hat der Schneider die Prinzessin heiraten. Und die zwei, die sind glücklich geworden miteinander. Die Prinzessin hat aufgehört zu lügen. Einmal fast. Nämlich einmal in der Woche haben die beiden einen Lügentag gemacht. Und die haben sich so viel vorgelogen und haben Spass dabei. Und jetzt vielleicht, wenn ihr so beieinander seid, habt ihr Spass zum Lügengeschichten erfinden. Ihr könntet die ja einander erzählen, die verrücktesten Lügengeschichten. Ade miteinander. Bis zum nächsten Mal.